Hey Sunday Night, ich bin hier im Camp in Spanien und in meiner Message ist es darum gegangen, catch the wave, die Wellen verwischen mit Gott. Ich habe in diesem Sommer angefangen zu surfen und ich habe schnell gelernt, dass um eine Welle zu verwischen, muss man sich richtig positionieren. Und ich glaube, das Verhältnis zwischen einem Surfer und der Welle ist wie ein bisschen in unserer Beziehung mit Gott. Gott schickt Wellen in unsere Richtung und wir probieren die zu verwischen, aber oft sind wir nicht richtig positioniert, um eine Welle zu verwischen und zu reiten. Wir sind entweder zu weit raus oder zu weit drin und kommen nicht auf die Welle drauf. Darum hat alles mit deiner Position zu tun. Wie kannst du dich positionieren auf eine Art, dass du die Welle mit Gott kannst reiten, die er in deine Richtung schickt. Für das möchte ich dir 3 Punkte mitgeben, die du kannst anwenden jeden Tag von deinem Leben. Und zwar erstens, dass du die Welle verwünschst und richtig positioniert bist, musst du alleine sein. Fast jeder signifikante Berufungsmoment in der Bibel, sagt das der Abraham, der Jakob, der Moses oder sogar Jesus, ist passiert, wo die Männer alleine waren. Zum Beispiel Jesus hat sich immer wieder separiert von der Menschenmenge, um alleine zu sein mit Gott. Und dann hat Gott zu ihm geredet und der Vater mit ihm geredet. Der zweite Punkt ist, du musst nicht nur alleine sein, sondern du musst in der Stille sein. Ich bin vor ein paar Wochen im Zug gehockt und ich habe aufgeschaut, mein Handy hat abgestellt und ich habe meine AirPods rausgenommen und mein Handy ist nicht mehr gegangen und ich habe aufgeschaut und ich habe gedacht, ich bin aus einem Traum verwacht. Alle Leute schauen ihr Handy und haben ihre Kopfhörer drauf und wir sind ständig unsere Ohren am Verstopfen, unsere Augen am Verstopfen und wundern uns, warum wir Gott nicht hören können. Du musst in der Stille sein, um Gott zu hören. Und das Dritte ist, du musst im Wort Gottes sein. Und im Wort Gottes bedeutet nichts anderes als deine Bibel lesen. Sag nicht, dass Gott nicht redet zu dir, wenn deine Bibel geschlossen ist. Vielleicht kennst du Psalm 1, 1-3. Wenn du den nachlesen willst, kannst du jetzt deine Bibel aufschlagen, schön das Video stoppen, Bibel aufschlagen. Psalm 1-3. Dort heisst es, gesegnet ist der Mann, der voll Freude das tut, was Gott ihm sagt und Tag und Nacht über das Wort von Gott nachdenkt. Der ist wie ein Baum, der gewurzelt ist, nahe am Wasser, am Flussufer, der reich Frucht trägt und seine Blätter nie verwelken. Du musst im Wort von Gott verwurzelt sein. Und glücklich ist nicht der Mann, der viel betet oder viel in die Kirche geht oder das Richtige macht, sondern glücklich ist der Mann oder die Frau, die Tag und Nacht über das Gesetz von Gott nachdenkt. Ich möchte dir eine Aufgabe geben, eine kleine Mini-Challenge für dich. Fang an, einen Bibelvers mit dir herumzutragen. In deinem Hosensack, einen, den du immer dabei haben kannst. Und wenn du irgendwo eine Wartezeit hast, geh nicht an dein Handy. Du nicht deine Kopfhörer drauf, sondern nimm mal den Bibelvers vor und lies mal drin. Du denkst, so muss ich all diese Sachen machen? Nein, verstehe mich nicht falsch. Du kannst nichts von dem umsetzen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Nichts von dem machen. Du musst nicht in die Stille, nicht in die Dinge, nicht ins Wort von Gott und nicht alleine sein. Weil du bist gerecht vor Gott und du bist angenommen von ihm und er liebt dich mit seinem ganzen Herz. Aber die Beziehung mit Jesus kann aufblühen, nur auch wenn du dein Investment hineingibst. Die Qualität der Beziehung zu Jesus hängt von dir an, was du parat bist, zum hineingehen. Und er vermisst dich, er will mehr von dir. Darum nimm das mit, geh in den neuen Tag und ganz liebe Grüße aus Spanien.